Hey, so gut, dass ihr euch zum Thema Konfliktkultur noch ein vertieft auseinandersetzt. Bei hitzigen Diskussionen wird oft diskutiert, wer was gesagt, wer welchen Beitrag gebracht hat, dass es eskaliert ist. Aber mal Hand aufs Herz. Ist es wirklich so entscheidend, wer was gesagt hat? Gibt es überhaupt eine objektive Wahrheit? Ja, bei Konflikt sind sehr viele Gefühle und Emotionen drin involviert und darum hat man in der Regel auch eine verzerrte Wahrnehmung. Im Sketch sehen wir, dass Manuela sagt, die Gartenschere liegt seit 3 Tagen umeinander und hat den Eindruck, dass das für sie die absolute Wahrheit ist. Es ist so, schwarz oder weiß, so und nicht anders. Ganz unabhängig davon, wie es Simon erlebt hat und wie er sich dabei fühlt. Die Konsequenzen davon sind verhärtete Fronten. Für viele Paare macht es einen Unterschied, ob er zuerst das oder sie zuerst selbst gesagt hat. Beide haben eine unterschiedliche Ansicht darin, was überhaupt passiert ist und sind absolut sicher, dass ihre Version der Geschichte stimmt. Manuela macht es wahnsinnig, dass der Simon nicht wirklich Fakten und Tatsachen sieht und zudem alles das Ganze immer wieder vertreibt. Wenn sich also Manuela und Simon streiten, dann nicht nur um das eigentliche Problem der Gartenschere, sondern vielmehr gerade auch noch, wem seine Wahrnehmung stimmt, wer was gesagt hat. Und wir kommen eigentlich weg vom eigentlichen Problem hin in eine Wahrnehmungsdiskussion, wer jetzt da drinnen Recht hat. Und in dem Moment erleben wir, dass Streitigkeiten sich festfahren, wie es der Roman gesagt hat, es gibt verhärtete Fronten. Wir landen in einer Sackgasse. Natürlich gibt es Alternativen dazu. Wenn man weiss, dass jeder sowieso eine andere Wahrnehmung hat. Also ich durch meine Brille durchschauen. Und ich schaue durch meine Brille durch. Und somit schon sieht, dass beide von uns sowieso eine andere Ansicht haben, die voneinander abweicht, dann kann man den Streit um die tatsächliche Wahrheit gerade von Anfang an bleiben lassen. Wenn Manuela weiss, dass es keine objektive Wahrheit gibt, dann kann sie in Zukunft darauf verzichten, auf ihre Wahrheit sich zu berufen. In dem Fall, dass die Gartenschere seit 3 Tagen schon im Schöpfli umeinander liegt, weil sie weiss, dass in einer Partnerschaft ein Haufen Gefühle besonders nach dem 10 involviert sind und darum jeder eine einseitige, verzerrte Ansicht hat vom Ganzen. Darum macht es auch keinen Sinn, darum zu streiten, welche Wahrnehmung jetzt stimmt. Ja, wenn die Paar, jetzt in dem Fall Simon und Manuela, das realisiert haben, dann können sie den Kampf um die absolute Wahrheit aufgeben. Und sie müssen nicht mehr darüber streiten, wer von beiden jetzt Recht hat und welches das die richtige Ansicht ist. Das entspannt die Beziehung und gibt Platz für Lösungen. Wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, lohnt es sich nicht, um eine Wahrheit zu kämpfen. Ein Kampf hinterlässt immer einen Sieger und einen Verlierer und führt die Partnerschaft definitiv mehr auf Distanz als näher zusammen. Darum gilt es vielmehr, die unterschiedlichen Wahrnehmungen als gültig zu akzeptieren und von dort aus zusammen eine Lösung zu finden. Ja, ganz wichtig, dass es vor allem am Abend spät nicht zu Hin- und Her-Diskussionen kommt, kann die 10-Regel echt hilfreich sein. Natürlich braucht es einen gewissen Grad an Disziplin, sich spät am Abend auf die 10-Regel zu berufen, aber Simi und ich haben schon oft gemerkt, dass uns durch das einen grösseren Streit vermeiden lassen. Weil wenn man dann nicht mehr über diese Sachen diskutiert, sondern gemeinsam miteinander einen Zeitpunkt abmacht, wo man eine Lösung finden kann, dann nachher endet es nicht in einem Streit. Und Selbstdisziplin ist ein Thema, wo wir immer und immer wieder dran sind. Wir sind beide von Natur aus eher direkt, lebendig und sprechen die Sachen gerne an. Aber ich habe gelernt, dass es nicht immer ideal ist, vor allem die Nacht nach der 10, wenn ich irgendwo noch ein Thema habe mit dem Roman, das jetzt anfangen zu diskutieren und zu Boden führen. Sondern dass es sich lohnt, da auf einen besseren Zeitpunkt zu warten oder zusammen einen Zeitpunkt zu definieren, um das miteinander anzusprechen. Selbstdisziplin erlernen im Zug von Konfliktbewältigung bleibt für uns beide ein Herzstück Arbeit. Ganz wichtig finde ich, die 10-Regel bedeutet nicht, miteinander im Streit zu sein und dann so ins Bett zu gehen. Wichtig ist, dass man sagen kann, die Beziehung ist in Ordnung,
auch wenn das Problem noch nicht gelöst ist. Wenn unfreundliche Sachen gesagt worden sind, dann ist es wichtig, dass man einander vergeben kann und das noch in Ordnung bringen, auch wenn man für das eigentliche Problem noch keine Lösung hat. Wenn wir die Lösungsfindung verschieben, dann macht es Sinn, dass wir auch gerade abmachen, wenn und wo wir uns werden mit dem Thema nochmal beschäftigen. Am besten an einem Ort, wo normalerweise nicht gestritten wird. Also bei uns definitiv nicht in der Küche, sondern zum Beispiel auf dem Sofa mit einer Kaffeetasse, einem Glas Wein oder in der Natur aussen. Es soll ein neutraler Ort sein, wo normalerweise kein Streit stattfindet, damit eine Lösung eher gefunden werden kann, ohne grosse Emotionen. Also, testet doch die 10 Regeln und findet einen guten Ort, wo ihr zukünftig eure Diskussionen austragen könnt. Und nicht vergessen, die objektive Wahrheit gibt es nicht und darum könnt ihr den Streit um die absolute Wahrheit gerade bleiben lassen.